Okay, Lena, Carol. Nach dem März aus der nächste Freistreik heute zu Lützburg. Das ist dann ja der zweite. Wieso ist die Link Member bei der GIF-Plattform? Also wir sind eine Bewegung und wir sehen als Aufgabe als Link-Bewegung immer Zivilgesellschaft zu unterstützen und Organisationen, die probieren, auf jede Weise für Gleichberechtigung, für mehr Egalität in der Gesellschaft zu kämpfen. Und ich denke, GIF ist da eine ganz flotte Plattform, weil auch ganz unterschiedliche Organisationen dran sind, die vielleicht unterschiedliche Point de vue haben, aber für sich können zusammen und für dieselbe Revendicationen können kämpfen. Ja, wo auch dann effektiv alles wird, also wo der Feminismus dann noch am Mittelpunkt steht, bei der GIF. Also du also dann noch wichtig, auch vielleicht mehr wertvoll, wenn man sich zusammen lädt, als verschiedene Organisationen und dann eben zusammen schafft, bei einem gemeinsamen Ziel. Und und dann noch effektiv zusammen kann Forderungen auf ihr bringen, die dann auch ein bisschen mehr Poids kriegen, weil eben verschiedene Organisationen sind Mappen schreiben. Apropos Feminismus, wie ging mehr linke Feminismus beschreiben? Das ist das, was ich am Anfang immer weiß, weil es so evident ist, wie wenn ich darüber nachdenken, wenn ich muss erklären, dass es wie kompliziert. Linke Feminismus am Anfang also Feminismus ist sich als Linkpolitik. So, für mich so. An Linkpolitik ist sicherlich feministisch, weil wenn Ziel ist, wirklich eine gesellschaftliche Veränderung hinzuschaffen, und ein Ziel ist, das Wirtschaftssystem zu ändern, und ein Ziel ist, andere Lebensweisen können zu fördern, die auch mehr ökologisch sind, die mehr gesund sind, die machen die Schülereien besser geht, und ein bisschen komplizierter, dass ich einfach da das für mich, das ist Linkpolitik, das gleichzeitig auch der Feminismus auch da, das geht über Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern raus, ob das wirklich ein richtiges System wie es ist. Und was dann dazu führt, dass nicht nur eine Gleichberechtigung gibt, Gender-Niveau, das ist zwischen Männern und Frauen, und mehr, dass es einfach eine allgemeine Sozialgerechtigkeit wird. Einfach auch die Diskriminationen, Diskrimination aufgrund von der Hautfarbe, aufgrund von der sexuellen Orientierung, aufgrund von sozialen Originen, alle Leute, die Diskrimination dann tun wir da auch können verschwonnen, aber die gehen noch tun wir da gleichzeitig vorgestalten und dafür also natürlich so ein Kurs. Das ist effektiv natürlich so, dann Feminismus ist dann natürlich eine Frage-Sache. Nee, das ist ein linke Feminismus, das ist der Feminismus von 99% von der Emanzipation, von den Leuten, von den schaffenden Leuten, voilà, wie du schon gesagt hast, rassisierte Leute, alles Mögliche, die zusammenkommen, und das meine ich noch linke Feminismus. Ich habe schon nicht gefühlt, ich meine, das ist ganz konfirmiert, dass es Feminismus das ist so schlechte Ruf wird. Und dass ich auch verschiedene Fragen ein bisschen von der Definition wollen, die so, nee, schon bestimmt als Feminist bezeichnen, weil das so schlechte Ruf wird. Weil Leute auch immer meinen, das wäre so irgendwie so keine Frage gegen den Mann, so wir wollen den Pouvoir zurückholen von den Männern, obwohl das aber also linke Feminismus 99%, also von gut für jederin. Yeah. Und das ist inklusiv und das ist einfach nicht Frage gegen den Mann, und ich meine, das ist wichtig zu konnotieren oder auch so eine Differenz zu machen par rapport zu ein bisschen dem neoliberalen Feminismus, wo sich einfach darauf fokalisiert, so, oder eine Entreprise und das CEO als eine Frau, wir sind nicht. Und das geht aber nicht nur darum, dass die anderen Kuschen aber auch mehr gerecht leben und so weiter. Also ich gesehen das so als linke Feminismus, so, dass das nicht nur für das pure Frauen davon profitieren, dass sie gut posten haben und dass das so rüber könnte, das wäre so ein progressistisch Entreprise, wenn man so von dem Ding schwätzen. Mit das aber zum Beispiel Putzfrauen und so weiter, können keine Karriere machen oder bis Leben lang dann nämlich das Salaire machen. Das ist aber du hast ein Problem. Ja, klar. Und ich meine, der Feminismus kümmert sich um den. Ich meine, so eine Aufgabe für die Link, so auch die
sich die Definition vom Feminismus nicht zu appropriieren, aber ob man zu gucken, dass der Feminismus sich nicht mehr effektiv just versteht, wir brauchen mehr Frauen an der Verwaltungsrat von irgendwelchen Entreprisen, mit der das schon nicht so die allgemeine Sozialgerechtigkeit für Südkorea, wie viele Männer, wie viele Frauen. Und ich meine, das ist so eine Aufgabe, die sollte die Linkspartei noch tun. Und mit dem Feminismus von den 99% kann ich noch mehr weit politisch etwas erreichen. Eben. Am Punkt, wo wir schon am Thema sind, was sind andere Publikationen von Frauenstreik dieses Jahr? Das Jahr sind am Anfang die dynamische Publikationen wie das letzte Jahr, waren auch keine von denen 22 Publikationen irgendwo umgesetzt gewesen oder irgendwo Anklang gefunden hat. Wir wollten wirklich das Jahr gucken, dass wir den Feuer rausholen und den einen Kehr am Vordergrund stellen und einen besser erklären. Und die 4 Hauptrevendicationen sind das Jahr der Arbeitszeitverkürzung ohne Salarsverlust, der Erhöhung vom Mindestlohn, von der Egalität und Justice salariale, das heißt gerecht Lohn, sowohl was den Gender Pay Gap angeht, das heißt eine Frau an gleichen Posten, wie ein Mann soll auch nämlich verdienen und Männer, aber auch zu gucken, an was für eine Sektoren gehen Leute, die dann ungerecht bezahlt, ganz oft rufen die Leute ungerecht bezahlt gehen oder schlecht bezahlt gehen in Sektoren, wo viele Frauen arbeiten. Das heißt, du haben wir noch Forderungen für du auch zu einer Gerechtigkeit und einer Egalität salariale zu kommen. Da hat dann ein Logement und auch einen mehr inklusiven Congé parental. Vielleicht willst du das ich meine, wie gesagt, schon bei den Feierforderungen, bei den Feierhauptrevendicationen, dass 99% betrifft und dass es nicht just auf Frauen ist. Alles kann ich natürlich deklinieren auf die Legalitäten. Ich meine, wie Logement, das ist ja ein Sujet, auf dem auch mehr als die Länge viel schaffen, dass die soziale Krise, also, dass der größte Grund quasi für die Leute an damit fallen. Ja. Und das, wie bei allen Krisen, gehen dann natürlich die Legalitäten, die sowieso schon in einem System bestehen, gehen dann noch verschärfen und dann natürlich Frauen, Alleinerziehende, Frauen mit Migrationshintergrund noch viel mehr Schwierigkeiten überhaupt, aber da Wohnraum zu finden. Und das fand ich auch ganz richtig, dass das eigentlich von der Kommunikation ist. Und dann sogar beim Congé de Naissance, der gefordert wird, da profitiert ja auch quasi jeder davon, wenn dann noch, ob da die Papa sind oder die Mom oder eben den zweiten Partner, den zweiten Elternteil vom Kind, dass den auch von der Guten kann dabei sind, an sich Schmerz kann kümmern, dass man mit der Geburt auch vielleicht unterstützen, das einfach können zu summen die Care-Arbeit im Moment genau. Gerecht abdehnen, weil es einfach möglich geht tun, so schon die Zeit dafür zu holen. Und das wird auch wichtig, also die ganzen rote Folien haben denen 4 große Forderungen aus immer gerecht abdehnen von der Care-Arbeit. Sowohl die bezahlten wie auch die unbezahlten. Dann geht es just darum, dass den Leuten Möglichkeit gibt, ökonomisch gesehen, sozial gesehen, einfach Konditionen, die Lebenskonditionen kann herstellen, die machen, dass den einfach mal kann praktisch in Richtung von einer mehr gerechten Abdeckung von der Arbeit. Auch wenn das nicht durchgeht, weil es ja ein Mentalitätswechsel braucht, für das effektiv sogar wann Männer in einer heterosexueller Beziehung geben Zeit haben, für sich können mehr an die Arbeit zu investieren, das nicht unbedingt machen oder in einer Form machen, wo dann nicht so höllefrei ist, weil die Sachen sind an die Rollen ran gedratscht gehen, wenn sie so tun und schon möchte doch momentan nicht die Arbeit, die sie soll machen, um dazu beizudrohen, dass die für kleine mal sind, einfach auch eine Vorstellung kann, für was das ein Mann oder was das eine Frau. Und voilà. Und ich meine, dass all die Sachen hängen eben so zusammen.
Und auch die Care-Arbeit, also ich meine, das ist halt alles, was Ungerechtigkeit geht an den also professionellen Domain, plötzlich ist das bewusst mit Care-Arbeit daheim. Das ist so ein bisschen, ja, das ist normal, man möchte das, weil das ja so, du musst halt verlebt aus, oder was du ein guter Mann, wenn du dich da gut an den Kanal kümmerst, oder wenn du daheim gut kochen kannst und so. Mit Leuten gesehen hat man nicht als ein Care-Arbeit. Also, oder einfach ein richtiges Job. Genau. Wo du Savoir-faire hast. Ja, wo du auch musst können machen. Also, wenn du Mann bist und was also eine heterosexuelle Beziehung und du bist stolz, dass du nichts hier musst machen musst, also, du bist am Punkt, den irgendwo, wenn du bis lang bist, wirklich eine Schwierigkeit kannst, weil du kannst aber nicht die Abstimmung machen. Ja. Und das ist aber alles auch. Und ich meine, das ist auch wichtig, dass die Schiff das auch ganz gut souligniert, dass die Care-Arbeit auch daheim stattfindet. Und dass das nicht just auf der Arbeitsplatz ist. Ja. Sowohl Arbeit wie auch Charge-Mental, die auch oft so ein bisschen untergeht in der Diskussion, die auch größtenteils auf die Frau leidet. Alles, was man der Familie zu tun hat, probiert am Kopf zu bauen und zu organisieren. Und auch das zählt die Nerven. Ja, das ist auch eine ganz große emotionale Arbeit. Man kann sich mal Pop streiten, dass man ganz oft der Mediateur und so weiter. Und das ist aber auch so eine extra Arbeit für heute. Das muss nicht tun. Ja, ich meine, das ist etwas, was das schon seit ewig geht. Ja. Weil plus schon eigentlich gerne in den 70er Jahren eigentlich so visibel gemacht hast, die Thematik von, weil das gerade die gratis Arbeit, die Frauen leisten daheim am Haushalt, an die habe ich auch mehr Zeit dran investieren und mehr oft machen wie die Männer. Und seitdem denke ich mal, dass aber auch nicht so viel geschieht, so viel aus dem Budget. Und plus gehen viele Statistiker, die weisen dann dem heute Rhythmus, so wie da habe ich auch gelesen, dass zwischen Mann und Frau am Stuhl 210 Jahre brauchen, bis das auf einem egalitären Niveau ist. Ja, am Haut schwarz mehr Rind davon. Und ich meine quasi alle größere feministische Bewegungen in den letzten Jahren, wo die dort das Sujet angeschwärzt. Und das ist noch einmal so, dass es wahrscheinlich Fragen gibt, die wenn sie das hören und dann, ja, voilà, man realisieren, dass das genau die Situation ist, die sie erleben. Also. Und das ist nicht für die erste Kehr, dass das angeschwärzt wird. Also, du siehst schon, ich meine, wie schon so viel, dass es mehr können, dann ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür da ist. Und du meinst, gehen wir mehr streiken? Dafür gehen wir mehr streiken. Sind wir okay mit der Konversation? Ja. Okay, weil die Leute sollen unbedingt kommen. Natürlich, bon, das Jahr ist particulier, weil letztes Jahr hat man wirklich, das war wirklich große Movement, das war wirklich flott. Mir das war auch ganz kurz vor dem Lockdown. Ja, das war der letzte Weekend vor dem Lockdown. Und das Jahr... Bei dir ist schon. Nee, absolut nicht. Ja, das Jahr ist ein bisschen anders. Letztes Jahr war doch Samstag, das war ein symbolischer Tag von mir, also wo die Schiff dezidiert hat, weil das Samstag ist ja so den Care-Arbeitstag. Ja. Und das Jahr ist aber Montag. Ja. Und nach dem Feld eben noch mehr, ja. Eben, und es gibt dann so eine double Manifestation für dich als dans Link, das heißt von 12 bis 1:30. Du hast auch den Link auf dem Facebook-Event. Und dann als Marsch Feminist fängt um 17 Uhr an. Ja, und mehr die Link, Member von der Link sollen sich um 16:30 Uhr bei der Boulangerie Pol auf der Bar treffen. 16:30 Uhr. Und von da aus organisieren wir uns. Und dann gehen wir von der Guarde Richtung Place d'Armes. Und wir werden auch für diesen Stopp beim Arbeitsministerium. Ja. Und wir sind dann auch die Rede gehalten. Wir gehen effektiv von der Gare fort. In Europa so Speeches allgemein über was sie machen, und nicht Forderungen selbst, sondern wirklich so allgemein ein bisschen die Leute motivieren. Und dann Arbeitsministerium reden die spezifisch auch Arbeit, die ganze Mindestlohnerhöhung und Arbeitszeitverkürzungssachen, die dafür gestaltet. Und dann Place d'Armes, da kommen wir und da gehen auch die anderen Förderungen vorgestellt. Und dann geht auch eine Dance-Performance. Du könntest also ein bisschen Safe Party gemacht. Das kann man machen. Ja. Mit Autorisation, ne? Das ist immer echt Spaß.
Nee, aber oppassen. Ja. Dass die verschiedenen Organisationen, die sich Rendezvous, die noch an ihrer Gruppe bleiben. Das ist wirklich wichtig. Dass Leute sich nicht so viel vermischen, dass sie in der Nähe noch passen, noch Distanz haben. Dass sie Masken die. Ja, ganz wichtig. Wir werden noch Masken dabei und Masken für die Link. Ja. Und plus. Und ja, voilà. Das heißt, dann sind noch Leute, Member von der GIF, die noch keine Manfälle machen und dann noch können aufpassen, dass die Gruppe nicht zu groß sind. Voilà, wird schon klappen. Und ja, bringt Pankarten. Ja, und das ist selber machen. Und sind noch die Stickerin haben. Ja, und die kleinen Fische. Und die kleinen Fische, was seid ihr da? Flyeren, die sind am Site FAM an der Rue Beck. Die kann ich für sich gehen. Und dann verdelen, Paschen. Ja. An den nächsten Tag, nächsten Weekend intensiv noch das machen. Voilà, das ist das. Mit den Kollegen schwätzen, mit der Familie schwätzen, wenn nicht möglich ist. Ihnen einfach, das ist etwas, was für jeder gut ist. Das ist nicht so eine Frauenparty oder so etwas kennt man, aber bringt einfach so viele Leute wie möglich an einer safer Art und Weise mit. Am nächsten Jahr sind wir wahrscheinlich rum, du. Ja, klar. Weil das einfach weitergeht. Die zweite Kehr, also Streit. Ein symbolischer Streit, Medienstreit. Ein symbolischer Streit, weil kann ich auch wenn ich mir das schafft, kann ich einfach sein, sehr Batten und dummer da durch den Gang gehen und der Unterpriestkollegen durchschwatzen und so, du weißt, dass alles freier Streit. Dann muss ein symbolischer Streit mit das aber das. Ja, das ist ja. Ja. Jo? Bis zum Ende! Jo!